Genießt. Jetzt Axel in Zwindal. Der Superstar des letzten Winters, Gesamtweltcupsieger, Riesentorlauf Weltmeister, Riesentorlauf Weltcupsieger. 76 Hundertstel Vorsprung auf Bode Miller. Das Duell in diesen Sekunden heißt Zwindal gegen Miller. Ja, und wenn wir seine riesen Fehler gesehen haben und dann sehen letzten Endes, dass er Sechster ist im ersten Durchgang, dann wissen wir letzten Endes auch, wo wir diesen Mann auch heuer wieder erwarten können. Wenn man ihm gegenüber getreten ist, hier hat man schnell erkannt, der Bursche hat auch Kraft trainiert, ist kräftiger geworden, ist mehr geworden, wird also auch in den Speed-Disziplinen mitreden. Sehr athletischer natürlich, auch enorm groß gewachsen, aber auch breit gewachsener Rennfahrer geworden. Fehlerfrei bis jetzt unterwegs, also wirklich doch. Auch diese Stelle war wirklich gut. So, 68 Hundertstel hat er noch, kaum was verloren, 9 Hundertstel auf Bode Miller. Toll gefahren, heißt auch er attackiert. Der hat das mitbekommen, dass man was tun muss, dass man aktiv sein muss. Absolut, und er liegt in der gleichen Gewichtsklasse wie der Miller im unteren Bereich. Die letzten paar Sekunden, Miller gegen Zwindal, Zwindal gegen Miller. 2:18,93, Miller mit Laufbestzeit, Zwindal bleibt in Führung. 1 Sekunde Vorsprung. Und das heißt, er hat Laufbestzeit im zweiten Durchgang. Der Kerl ist schon wieder voll da in dieser Saison. Da im zweiten Durchgang abnehmen kann. 14. Zeit im zweiten Lauf für Benjamin Reich. Jetzt Konzentration auf Kalle Palander. Fast 1 Sekunde Vorsprung auf Zwindal, aber im ersten Lauf viel Sonne, sehr gute Sicht. Und Start Nummer 1, jetzt natürlich Nummer 29, also kein Vergleich mehr von der Piste. Da wird's natürlich, wird der Kalle natürlich auch sich die Piste ganz genau angeschaut haben. Als ob es keine Pause gegeben hätte im Sommer, bleibt das gleich im ersten Rennen wieder spannend. Genau so ist es. Toll. Und er also wirklich souverän im ersten Teil des Kurses. Jetzt natürlich muss er ordentlich gehen lassen. Diese steilen Tore sind relativ weit auseinandergesetzt. Damit kann man viel Geschwindigkeit mitnehmen. Und jetzt die Schlüsselstelle. Zwischenzeit für ihn. 2 Zehntel nach vorne, Kalle Palander. Aber auch schon viel verloren. Versucht ganz ruhig zu bleiben, also Position ganz kompakt. Finnischer Stil, put hier einen Palander, 1:1, voll zu übernehmen. Und jetzt schauen wir, was ausgeht. 2:17,87, schafft er nicht, er bleibt hinten. 4 Zehntel, dann am Ende noch Axel in Zwindal hat eine super Fahrt erwischt im zweiten Lauf. Das ist Platz 2 für Kalle Palander und Benjamin Reich muss auch heuer wieder um einen Stockerlplatz. Einzig im Vorjahr hat kein Amerikaner einen Riesentorlauf gewinnen können. 1:17 der Vorsprung von Ted Ligeti. Laufbestzeit natürlich im ersten Lauf. Jetzt das Duell. Ligeti gegen Zwindal. Also im ersten Lauf absolut überzeugend, vor allem in diesem Teil, der jetzt kommt. Mit viel Risiko, auch jetzt im zweiten Durchgang wieder. Also versucht relativ an die rechte Linie zu fahren und es gelingt ihm bis jetzt exzellent. So, jetzt kommen die schwierigeren Stellen. Das hat er mit Bravour gemeistert, legt sich gefährlich hinein. Wow. Dritter Weltcupsieg für Zwindal oder zweiter für Ligeti im Riesentorlauf? Das hat er taktisch sehr klug gefahren, aber er braucht diesen Vorsprung für den unteren Teil, in dem das Zwindal unheimlich schnell war. 36 Hundertstel hat er noch Vorsprung. Das wird eng für Benjamin Reich mit dem Podest, aber das wird auch eng für Zwindal. Oliver, das wird ein totes Rennen zwischen den beiden. Das geht auf 0 zusammen, sage ich dir. Oh ja, das kann gut sein. Ted Ligeti, die letzten 4-5 Tore für ihn. Ligeti gegen Zwindal. Zwindal 2:17,87. Schafft er nicht? Nein, das schafft er nicht. Platz 2 und er verdrängt Benjamin Reich vom Podest. Axel in Zwindal gewinnt das erste Rennen der neuen Saison. Gewinnt sein 8. Weltcuprennen. Geht in Führung. Wieder im Riesentorlauf-Weltcup. Wieder im Gesamtweltcup. Und ist, so wie er es vorhergesagt hat, sensationell in diese Saison gestartet. Vor allem mit einem Traumlauf im zweiten Durchgang.